Schönen guten Morgen. Wir meinen als Firma Haifu Straßburg aus dem Europaparlament. Ich bin heute immer mit Charles Goerens, Europadeputierter. Guten Morgen, Herr Goerens. Guten Morgen. Das Woche konnte man halt nicht feststellen, dass der Populismus in der Stadt Welt immer mehr zuhält und noch extreme Succès hat. In Argentinien kennt der Rechtspopulist Javier Milei und Murcht, und in Holland aus dem Geert Wilders Partei, die als stärkste Kraft aus den Nationalwahlen nach vier geht. Herr Goerens, kann ihr sehr erklären, worin das leid und gegebenenfalls was Politik ändern muss? Also an der Zeit die Hausverfügung kann ich nicht machen. Dat war Kason die Suse die Populisten an Argentinien an noch an Holland transportiert hun, die lossen zum Deel verfolge, wann gesagt wat hier passiert. Das ja so eng Reaktion op dat wat geschieht das, respektiv op dat wat net geschieht das. Van soviel Leid egent engem Rattenfänger nolaufen, dann hast weil se der muss enttäuscht sie von den anderen, dat ze bemmel kein andere Schwammi gesinn. Also wir mussten Politik besser erklären, besser konzipieren, besser kennen so und wie wat dat het wichtig ist, dat man einen europäischen Integrationsprozess haben, weil die Wahlen an Holland sind auch gegen den europäischen Integrationsprozess gegangen. Was besonders präokkupant ist, wenn man dummer denken, Gründungsmember von der Europäischen Union zu dienen. Ich stelle fest, dass man im Europaparlament ein paar die Sachen gestimmt haben, die Kommission nicht genug erklärt hat, nicht genug Rechtsspruch geholt hat mit den Leuten Terrain. Madame von der Leyen ist beim Urspruch Präsidentin gehen, sie gingen wollen die Groove zutippen zwischen den Leid an der Europäischen Union, dazwischen für ganz viel Unverständnis. Nun, das ist nicht gemäht gehen. Heinz, du hast besser, geht ein bisschen mehr Zeit und möchte den Sachen mehr empfangen. Und dann hört ihr nach mehr sehr ein solides Resultat, wie wenn ihr denkt, wie sie den Sachen übersteht sind. Und das ganz Feld an der Kopf. Das macht das vor, gesehen bei dem einen oder dem anderen Wort. Ja, dass immer mehr Rechtspopulisten in Mursch kommen, das wird auch einen negativen Einfluss auf das Projekt haben, über das wir ganz kurz schwätzen. Das war auch eine Debatte an der Wort über das Changement von den EU-Verträgen. Also Gedanke, wie wir als Union mehr flexibel machen, auch besser auf die Herausforderungen von Mursch vorbereiten können. Die hat auch hier an der Pläne kurz dazu interveniert und die Rede gucken wir uns ganz schnell an. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il un seul collègue dans cette enceinte pouvant affirmer que l'Union européenne a encore un impact sur la scène internationale? Y en a-t-il un seul parmi nous pouvant prétendre honnêtement que la situation sera meilleure lorsque nous serons à 30, 32, 35, sans avoir adopté au préalable notre mode de fonctionnement institutionnel? Y en a-t-il un seul parmi nous qui croit que la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie vont nous laisser un moment de répit pour nous permettre par là même de nous adapter au rythme de la diplomatie internationale? Ce temps-là, il a vécu. Nous nous sommes trop longtemps bercés d'illusions. Cette insouciance a pris fin au plus tard le 24 février 2022 au petit matin. Quand il s'avère qu'une idée longuement partagée n'est qu'illusion, il faut avoir le courage de remettre cette illusion en question. Si on ne fait rien, l'illusion devient très vite un mensonge collectif. Oui, croire que tout ira mieux si rien ne change, c'est non seulement mentir aux citoyens des 27 États membres, mais également aux citoyens des pays candidats. C'est pourquoi je n'hésiterai pas une seule seconde à voter en faveur du rapport sur le changement des traités. Merci. Herr Goerens, dir sagt, dass eine Reform von den EU-Verträgen unumgänglich ist, eher ein neuer Member an die EU abholen kann. Könnt ihr uns einmal ein bisschen mehr genau im Detail erklären, wieso das der Fall ist? Also wenn ich mich gegen froh, wo muss der Sprengsatz übrig gehen, für das ganz der SB mal im Dauer fliegt, da ging es so, dass man einfach ATUVA, der Europäischen Union, erweitern und dann nur gucken, dass das nicht mehr funktioniert. Jetzt sind ein paar Leute, die hätten das gerne. Die wollen die Europäische Union Futti machen, die einen Wege sind, für das zu machen. Dürfen da ganz viel dagegen, dass man einen europäischen Vertrag ändern und möglichst viele Leute abholen, selon la devise, plus on est de fou, plus on se marre. Das geht nicht. Meine Haltung an die geht vielleicht nicht von der Majorität hier am Parlament gedeelt, als die, dass wir sollen gucken, dass die Europäische Union erstens zu 27 besser funktioniert. Sie funktioniert lo, aber nicht gut genug. Und sie funktioniert gut nicht gut genug, wenn wir zu 35 sind. Wir müssen institutionelle Besänderungen, müssen Changementen bräuchten und das soll von den Kommissären. Wenn wir dann nur 35 Kommissären haben, dann ist das schon Teil von einem kleinen Parlament. Selbst der Ministerrat ist schon nächste Regierung rausgegangen, wie wir zu 15 wären. Du wärst schon schwer, für die wir hat einen anständigen Dialog zwischen den Vertretern von den Ländern möglich wäre an den Ministerrat. Das geht wenn wir bemals zu 2 Mal oder 2,5 Mal so viel sind,
nach vielmi kompliziert. Aufschließend ging es so guckt mir de Prinzip verankert am europäisch Vertragsweg vun der Ever Closer Union. Ever Closer Union hecht, wir regeln immer méi no zu summen, fir zu gucken, ob man dat, wat man gemeinsam als Probleme hunn net könne begleden, mat gemeinsamen Ursprech für Lesungen zu fannen, da das Ever Closer Union, wenn man dat seit 1991 net verfolcht hätten, hätte man haut kein Euro. Wir hätten Schengen net am europäisch Vertragsweg integriert. Wir hätten keine Möglichkeiten gehabt, für so weit zu gehen an der Gestion von der Covid-Krise. Wir hätten nicht dieselben Resultate an unserer Handelspolitik. Wir hätten nicht fertig gebracht, dass wir, egal wie schwierig die Zeiten waren, aber irgendwie das Boot auf der Heger See konnten manövrierfähig halten. Dat gesot mengenech as het een historischen Irrtum wiecht gestern von der ganze Party Kollegen fir sich dem Willen Vertragsweg so zu adaptieren net unschließen. Ich bedauern dat ze deefst. Dat gëtt mat der Wahl an Holland gestern net mehr einfach. Die wirkliche Pläier hunn fir dat ganz Futti zu machen, die hunn seit gestern me kein Optrieb geht. Dat ist kein Grund fir de Kapenke zu lassen. Weil ich hoffe immer, dass wir an einer argumentativen Auseinandersetzungen können die Argumente, wenn sie bessere Argumente haben, sollen sie tun. Wenn wir merken, wir haben bessere Argumente, dann soll man um Gottes Willen nicht an den Bier schalen und das direkt tun. Das ist nicht mehr gefährlich wie an dieser Zeit, die noch in dem Projekt leben, dass diese Leute dem Fatalismus gehen. Bleibt also weiterhin spannend. Wir halten den Abend drauf, ob auf wie die EU reformiert wird, das Legislaturperiode oder die nächste Legislaturperiode. Herr Gören, Sie wir haben vielmals merci für Ihren kurzen Abblick an Ihre Arbeit. Und wir sehen uns nächste Monat. Bis dahin, Adi. Merci, Yves, ein bisschen geschwind.